Schön. Klatsch nochmal. Wann sind wir spät drum mit unserer Weihnachtsfeier? Woran liegt's, Heckelfrau? An mir liegt's? Nein, es liegt nicht an mir. Ja, an den Umständen. Natürlich an mir. Ja, an den Umständen. An dem nicht endenden Jahr. Daran liegt's. Und wir sind nicht mal zusammen. Na, das erste Mal seit ever. Weil uns trennen ja mittlerweile nicht mehr 150 Meter, sondern 150 Kilometer. Aber dank der Technik, gell? Ist uns das komplett egal. Wir trinken auch digital. Ja, genau. Und machen unsere traditionelle Weihnachtsfeier. Ja. Kannst du da eigentlich so Glöckchen dann wieder einfügen? So ich kann alles einfügen. Boah, voll ich bin krass. Profi. Naja. Also jetzt Glöckchen. Ja, gut. bitte. Wie fangen wir denn an? Fangen wir ganz klassisch mit dem Mami-Fell an. Hast du einen Mami-Fell des Jahres? Des Jahres? Ja. Von mir? Was so alle über... Nein, in diesem Podcast muss man Mami-Fells vortragen. Das wusste ich ja jetzt. Nein, aber du sagst des Jahres. Ich habe einen typischen, wo ich mal wieder schlecht war. Aber so einer, der alles in den Schatten stellt, das habe ich... Sie leben noch beide? Ja, dann passt doch. Was hast du denn? Pass auf, mein letzter Mami-Fail ist eigentlich jetzt ganz frisch, weil ich hatte wirklich eine sehr, sehr, sehr stressige 3-4 Wochen hinter mir arbeitstechnisch und war deswegen ja auch privat ein bisschen angespannt. Und ich habe vor 3 Wochen ja auch gebacken mit meinen Kindern, habe dann so Plätzchen gebacken, die noch nicht fertig waren. Da musste einfach noch so eine poplige Zuckerglasur drüber, ja. Puderzucker, Zitronensäure. Genau, mehr nicht. Ist jetzt kein großes Hexenwerk, ja. Und dann bin ich immer heimgekommen und war einfach nur müde und genervt und gelangweilt. Und immer hieß es, Mami, können wir die Plätzchen noch fertig machen? Können wir die Plätzchen machen? Nein. Ich bin müde. Kann nicht, mag nicht, geh Fernsehen. Von welchem Zeitraum sprechen wir? Jetzt. Das habe ich öfters gemacht. Ja, und dann habe ich endlich mal meinen Hintern hochgekriegt und habe das gemacht. Und dann waren die so happy und mit ihren bunten Streuseln, die sie da drauf. Und es war echt eine Sache von 15 Minuten, wo du dann wieder da stehst und denkst, mein Gott, bin ich kacke. Nicht mal einfach irgendeinen Zuckerguss drauf zu hauen. Weil das aber die Plätzchen schimmeln schon. Nein, das ist egal, das ist der Special Effekt. Die sollen so weich und behaart sein. Der Osterhase freut sich, ja? Ja, aber das war mein großer Mami-Fail. Das, wenn du dich dann mal wieder so ein bisschen besinnst und denkst dir, mein Gott, bist du echt nicht nett. Ja, die Mami-Rolle nicht erfüllt. Aber naja. Ich verstehe. Ja gut, du musst da die Streusel dann auch wieder entfernen aus der Wohnung. Ja, aber dafür habe ich auch gesagt, können wir die ganze Packung nehmen? Ja, locker. Kein Ding. Machst du 500 Gramm Zuckerstreusel über 8 Kekse, ist kein Thema. Es ist okay. Wir haben einen Hund. Alles, was runterfällt, ist egal. Nimmt der, richtig, ja. Schön. Ja, das war so meine deprimierende Stunde. Aber nachvollziehbar. Ich hoffe, Sie verzeihen es mir. Danach waren Sie zumindest happy. Schön. Meiner fühlt sich schlimmer an. Vor allem, ich hab eigentlich einen vorbereitet, der war so ähnlich für einer, den du schon mal gebracht hast, wo mir mein Kind, ich habe schon geschlafen und er hat mich gefragt, ob er noch was zu trinken haben kann und dann war ich aus dem Schlaf raus nicht so nett, aber der wurde heute nochmal übertrumpft, wirklich vor 3 Stunden ist das erst passiert. Ich wurde von dir inspiriert, mein Kind in die Badewanne zu stecken, weil ich habe heute ein Nacktfoto von der Heckelfrau bekommen. Ja, ich verschicke sowas gern per WhatsApp. Immer zur Weihnachtsfeier, Grise. Ein schönes Nude-Pick. Na, du hast mir ein Foto von deiner Tochter geschickt.
wie sie in der Badewanne steht und dass ihr halt gerade baden seid. Und im Duschkopf, den deine Tochter in der Hand gehabt hat sie quasi die nackte Silhouette der Heckelfrau. Das war alles mit Absicht, ja. Wer Interesse an dem Foto hat, ich habe ein PayPal-Konto. Soll sie bitte melden? Aber du musst den Leuten auch sagen, dass es sich nicht lohnt. Doch. Oh, doch. Ich habe Sachen gesehen, das wusste ich nicht von dir. Ganz ehrlich. Ja. Na, ging bei mir gar nicht, weil ich hab es nämlich dann, wenn meiner in der Badwanne war, habe ich dann geschaut und mein Duschkopf ist so verkalkt, wird das gar nicht gesehen. Bei dir wird es so vereist, wird es aussehen, weißt du, das ist ganz cool. Mit der, die schimmelt. Na schön. Auf jeden Fall habe ich mein Kind nachmittags in die Badewanne gesteckt und meine Dusche ist ja direkt daneben und ich bin duschen gegangen und mein Kind mag es wahnsinnig gern, wenn ich mit ihm in der Badewanne bin. Mhm. Und ich mag das nicht so gern, weil ich meistens irgendein Auto im Hintern habe oder auch so ein Kinderzehen, der sich dann so in dein Ohr schneidbar, das ist richtig, ich mag das einfach nicht. Und außerdem mag ich sehr warm in der Badewanne, also wirklich sehr, sehr, sehr warm. Und dieses Kinderwasser ist mir immer zu kalt und dann friert es mir und dann habe ich schlechte Laune und dann ist scheiße. Aber heute war ich halt beim Duschen. Auto im Hintern, ja. Genau, super, richtig super. Okay. Und dann war ich in der Dusche, Mama, kommst du noch, Mama, kommst du noch, Mama, kommst du noch? Also, ja, dann komme ich halt nur mit einer Haarmaske in die Haare und mir gedacht, ja, das kannst du verbinden. Und bin in die Badewanne und sage ich, nein, ich brauche warmes Wasser da drauf, weil sonst funktioniert das nicht. Und ich habe das Wasser angemacht und habe mich dann sogar ein bisschen hingelegt und die Autos weggeschoben. Und habe mir gedacht, ja, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Da vor mir schaut mein Kind an, der hat einen ganz roten Kopf gekriegt. Mama, die Dusche bewegt sich. Ja. Und dann ist das kalte Wasser wieder aufgedreht. Und dann habe ich gesagt, wow. Deinem Kind haut einen Kreislauf zusammen. Wow. Na? Der Kleine ist schon gar. Sie kann nicht mehr sitzen. Wieder raus. Aber warum ist denn das eigentlich so? Das stimmt, weil wenn meine baden und ich lang da mal rein, das ist ja fast kaltes Wasser, richtig kaltes Wasser. Nee, es ist warm, es ist schön. Na, weil die Kinderhaut wahrscheinlich noch nicht so abgehärtet ist. Die waren ja noch nie in der Sauna, zum Beispiel. Meinst du, das ist unser Vorsatz für 22? So, das sind 90 Grad, gewöhnt euch dran. Ja, ja, das war mal was, weil dann kann man mit einem anderen Badwanne gehen. Ja? Ja, genau. Aber auf jeden Fall war das mein Mami-Fell, weil ich mir gedacht habe, ja. Kind verbrühen, ja, ist auch geil. Na, Ski, ja. Why not? Öfter mal was Neues, ne? Schön. Ja, ich versuche ihn jetzt langsam an die guten Temperaturen ranzutasten. Immer so ein bisschen härter. Ja. Und irgendwann dampft. Ja. Super. Schön. Sehr schön. Es ist ja wieder Weihnachten. Mhm. Die Weihnachtszeit ist ja auch die Zeit, an der man auch an Menschen denkt oder an Lebewesen, denen es nicht so gut geht. Ich wollte fragen, ob du wieder einen Brief bekommen hast von deinen Affen. Hab ich! Hast du? Die machen das aber auch total toll. Dann schicken sie dir immer diesen Brief mit dem traurigen Äffchen. Ich so, oh, jetzt ist wieder Äffchenzeit. Wieder eine Schaukel kaufen. Natürlich habe ich es gemacht. Was glaubst du denn? Du hast wieder gespendet. Wie heißt denn die Organisation jetzt? Da muss ich mich nicht um andere Affen kümmern. Warte, wie heißt sie denn? Tatsächlich heißen die BO. Affen mit Not.de. Affen aus Neufern.de. Affen mit Neufern. Schön. Warte. Ich habe den Zettel unten. Ich kann mir das ja auch nicht merken. Da, diese Borneo-Orang-Utan-Stiftung. Immer noch. Du hast jetzt aber schon einige Affen gerettet, gell? Ich will es schwer hoffen, ja. Und ich hoffe, dass irgendeiner mal Heckelfrau heißt. Dass irgendeiner mal kommt und klopft, hallo, danke, du hast mir damals das Leben gerettet. Oder einer klingelt, hallo, hier ist Ihr Affe. Wir haben dieses Jahr welche verlost. Schön. Bei 10 Spenden gibt es den 11. umsonst. Schön. Also du hast dein Gewissen für dieses Jahr beruhigt. Ich bin ja wieder auf der Tierfraktion und ich habe erst überlegt, tatsächlich habe ich überlegt, ob ich mir andere Tiere suche dieses Jahr. Aber echt, einen Tag später kam der Brief von dem Borneo. Welche Tiere waren da zur Option gestanden? Es gibt viele Tiere. Die ganzen Aussterbetiere oder Tierheime hatte ich auch im Kopf dieses Jahr.
Kleine Side-Anekdote. Ich habe mir schon öfter Katzen aus dem Tierheim geholt. Einmal in München, im Umland von München, da war die Tiervermittlung sehr akkurat. Und ist sogar zu uns nach Hause gekommen und hat geschaut, wo die Katze leben wird. Und ich glaube, sogar einen Gehaltsnachweis oder sowas wollten sie haben. Die waren wirklich sehr akkurat. Und dann bin ich nach Niederbayern gezogen und habe beim örtlichen Tierheim angerufen und habe gesagt, hallo, ich hätte vielleicht gerne eine Katze. Und ja, kommen sie halt. Ich sag, ja, kann ich die dann mitnehmen oder muss ich da noch, ja, freilich, wenn sie schon da nehmen, dann sie es halt mit. So, okay, ja, aber das ist auch, weil ich habe viel Homeoffice und ich bin jetzt auch viel daheim, also die Katze war auch nicht alleine. Ist doch der Katz wurscht, ob du daheim bist oder nicht. Ja, okay, aber es ist immer schwierig, weil, ja, Katze aus dem Tierheim. Vielleicht ist es auch der Unterschied zwischen der Stadtkatze, die halt in München ein bisschen privilegierter aufgewachsen ist, als die Landkatze. Unnützes Wissen, wie viele Mäuse frisst eine Bauernhofkatze durchschnittlich am Tag? Fressen oder nur erlegen? Fressen. Gar nicht wissen. 15! 15? 15, steht im Internet. Getippt. Nein. Krass. Also wenn ich jemals bei Wer wird Millionär sitze. Denkst an mich. Und das die Millionenfrage ist, alles klar. Coole Sache. Zur Spendenaktion, ich habe mir dieses Jahr tatsächlich eine neue Organisation gesucht. Nichts gegen Orienthelfer, die leisten immer noch ganz tolle Arbeit. Aber ich habe mir dieses Jahr gedacht, vielleicht mal ein bisschen switchen. Und ich habe für Sea-Watch gespendet. Sea-Watch? Sind das die Leute aus dem Wasser fischen? Das sind die Leute aus dem Wasser fischen und das ist, die haben einen relativ guten Internetauftritt und machen auch auf Instagram Werbung. Ich bin auf die Instagram-Spendenaufrufaktion quasi darauf aufmerksam geworden und du kannst irgendwie, weiß ich nicht, mit 25 Euro 25 Personen zum Beispiel mit Rettungsdecken ausstatten. Also da zählt jeder Euro und ich glaube, die sind sehr dankbar über alles, weil bei uns ist ja jetzt Corona momentan überall Thema und wir haben es ja auch ganz schwer wegen Corona, aber ich finde es ganz schade, dass so andere Themen, gerade Menschen, die übers Mittelmeer flüchten oder die vor Krieg und Hunger und Elend flüchten, die sind irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm, weil wir haben ja Corona. Wir haben Corona, ja. Also da finde ich das ganz wichtig. Was krass ist, mit 500 Euro kannst du eine Rettungsinsel kaufen, wo du 60 Menschen vom Ertrinken retten kannst. Echt jetzt? So viel zum Thema, wie viel kostet ein Menschenleben? Krass. Also so, finde ich richtig krass. Gut, ich habe jetzt keine Rettungsinsel springen lassen, aber ich glaube, egal welche Organisation oder welche Tiere, die sind um jeden Euro froh. Das glaube ich auch. Genau. Spendet's. Leute, spendet's. Vor 2 Jahren haben wir im Übrigen aufgerufen, spendet's an Physiotherapeuten. Für die Diana. Was? Echt jetzt? Ja, da war in der Dezemberfolge das Babyschwimmen-Thema. Das Zwergalschwimmen. Ja, krass, Tatsache. Genau. Haben Sie gesagt, man soll einen Physiotherapeuten spenden? Ja, war im Trailer drin. Ah ja, okay. Ja. Schön. Gut, also spenden. Das mal so stehen. Und es ist auch geil, wenn du spendest, weil du fühlst dich gut. Das ist ja eigentlich nur fürs eigene Gewissen auch richtig geil. Da kannst du dann schon mal einen runterholen drauf, wenn die dann auch so, ich habe gespendet. Hallo. Wirklich, wenn du jetzt deine, keine Ahnung, 20 Euro spendest oder ich meine 20 Euro an die Affen, dann geht es auf das Affenkonto oder an das Sea-Watch-Konto. Dann kauft wirklich einer von meiner Kohle dem Affen jetzt die Schaukel oder kauft bei dir eine Wahrscheinlich, ja. Ich hoff's. Wäre natürlich mal cool zu wissen, wirklich, wie wieder jeder Euro ankommt, gell? Wäre schon cool. Ja, aber ich denke, so Organisationen wie Sea-Watch zum Beispiel oder bei den Orienthelfer, ich meine, da habe ich ja mit dem Head of Orienthelfer, mit dem Christian Springer selber gesprochen. Ja. Da gab es auch eine Folge, Januar-Folge 2021. Oh, krass, war das echt? Das war das, ja, und das hat mich schwer beeindruckt. Also der hat ja auch gesagt, dass sie zum Beispiel irgendwelche ausrangierten Feuerwehrfahrzeuge da nach in Libanon runterschiffen. Richtig. Also, und bei Sea-Watch denke ich jetzt auch, dass das schon richtig gut verwendet wird. Bis bei deinen Affen ist, weiß ich nicht. Ich stelle mir das wie beim Dschungelbuch vor. Wie heißt denn dieser Affe? Der King Louis. Der King Louis, ja. So ein chinesischer Affe, der in einem Goldthron sitzt. Oh, schubidu.
Ich wäre gern wie du. Meine Patin ist die Heckelfrau. Ja. Die lässt jedes Jahr was springen. Schick die Karte wieder raus. Nächstes Jahr kriege ich vielleicht Zigarren. Ich brauche eine neue Krone. Schön. Oh Gott. Schön. Ja, super. Ach, uns liegen die Abhalte am Herzen. Ne? Ja, krass. Ja, Kategorie Podcast Review. Oh Gott, ja. Ja. Hau raus. Es ist aber immer cool, weil ich höre sie mir ja alle an, aber jetzt, wie du gesagt hast, Januar war Orienthelfer, hätte ich noch viel weiter nach hinten geschoben. Das Jahr ist zu schnell vergangen. Also download-technisch haben wir uns wieder gesteigert, sind wir ungefähr auf 6.000. Das Shit. Wir haben sogar ein paar neue Länder dazu gekriegt. Also wir haben jetzt auch einen Hörer aus dem Iran. Oh Gott. 2 Niederländer und die Ukraine ist neu am Start bei meinen Down. Ja, guten Tag. Schön, dass ihr da seid und liebe große Grüße. Kannst du da nicht so einen Aufruf starten? Das ist doch bei diesen anderen Podcasts auch immer dieses, ja, hey, du einer aus dem Iran, bitte melde dich. Ja, wenn irgendjemand aus dem Ausland, also nicht aus Deutschland, das hört, dann schickt mir eine Nachricht, Dann freue ich mich. Dann zünd ich eine Kerze an und freue mich. Oder warum hört man, an zweiter Stelle ist nach wie vor Amerika. Irre. Also das ist aber auch gar nicht mit so viel Abstand zu Deutschland. Ich weiß es nicht, vielleicht sind es wirklich Firmenhandys oder so. Vielleicht sind es diese Bayern-Fetisch-Menschen, die halt nicht auf die Wiesen können, weißt du? Und deswegen. Die verstehen zwar nichts, aber sie onanieren regelmäßig auf den Dialekt. Schön. Nein, ist auch toll. Wenn du das jetzt so sagst, ist es schon ein bisschen pfui. Wir sind im Internet, okay? Das ist Da ist alles pfui. Welche Folge ist denn, fällt dir denn jetzt spontan ein? Dieses Jahr? Dieses Jahr. Ja, komm, also Kleopatra und ihre Hummel. Tatsächlich die Sextoys. Ja, hallo, war super. Also Anne, ich bin ja großer Peter-Fan generell, aber die ist halt hängen geblieben, weil so viel Hintergrund dabei war. Dass die Sextoys auch nur produziert wurden oder erfunden wurden, weil die armen Männer es den Frauen nicht mehr besorgen wollten. Also komm, wenn das jetzt nichts aussticht, dann weiß ich ja auch nicht. Ja, aber es ist wirklich so Sex Sales, gell? Ja, es zieht halt schon, ne? Spricht halt jeden irgendwo. Was ich zu der Folge sagen möchte, jetzt ganz anonymisiert, ich habe da eine sehr lange Nachricht dazu bekommen von einem männlichen Hörer, die sehr interessant war. Und mich freut es immer, wenn ich Nachrichten oder irgendein Feedback kriege. Und der hat halt das irgendwie so leicht in Frage gestellt, warum man das so thematisieren muss, warum man da so drüber sprechen muss, weil Sex ja eigentlich was Intimes ist. Und gerade auch die Sextoys, dass da gewisser Druck auf die Männer auch aufgebaut wird, wenn man jetzt zum Beispiel ein Mann ist, der jetzt nicht unbedingt gern Dildos hantiert oder wie auch immer. Ja, weißt du, was ich meine? Jongliert, ja, wie man es nimmt. Und das habe ich sehr krass gefunden, gerade weil die Nachricht auch von einem Mann gekommen ist. Ja. Also der mag das nicht, hat er gesagt. Er fühlt sich da immer ein bisschen ausgeschlossen, weil alle Welt irgendwie ganz offen über Sex spricht und über Sextoys und über weiß ich nicht was für Praktiken und er eigentlich nur so denkt, das ist eine Sache zwischen Mann und Frau und das sollte doch auch bei denen bleiben und wenn die Frau nicht will, dann muss sie halt auch nicht. Ja, aber ist das nicht das Leben und Leben lassen Prinzip? Also wenn einer drüber quatschen will, dann soll er doch drüber quatschen und wenn einer nicht drüber quatschen will, dann soll er es nicht tun. Ja, das schon. Es wurde halt bloß gefragt, warum das so breit thematisiert werden muss, obwohl es so intime Sache ist. Aber ich meine, es sind ja keine intimen, es sind ja nur Denkanstöße. Aber es war ja auch in der Folge nicht, wie der Peter das jetzt findet oder wie du das findest oder wie das jetzt spezielle Personen finden. Ich fand diese Hintergründe zu der ganzen Nummer fand ich einfach interessant. Weißt du, das ist ja wie, keine Ahnung, wie wurde denn die Waschmaschine erfunden? Gibt es auch eine lustige Geschichte dazu, weißt du? Also so habe ich das jetzt aufgenommen. Ich fand es aber nichtsdestotrotz trotzdem auch eine sehr, sehr gute Folge, war allerdings unter den Top 5 nur auf Platz 4. Ach nein. Im letzten Jahr. Mhm.
Bin ich gespannt. Haus mal raus. Mhm. Fangen wir von hinten rein raus. Ja. Ich habe jetzt nur das halbe Jahr genommen, weil das andere halbe Jahr haben wir im Sommer-Special schon besprochen. Dann kann man schon mal sprechen. Mit Lille. Ja, das Sommer-Special im Übrigen auch auf Platz 5. Echt, ja? Aber ich fand es wahnsinnig lustig. Ich habe es jetzt auch gehört. Das ist jetzt zwar Eigenlob stinkt, aber ich habe wieder Tränen gelacht, weil der Johnny Depp und Marilyn Manson Die haben es wirklich rausgehauen, stimmt. Ja. Die waren super. Es ist einfach auch schön, wenn man blöd ist. Gell? Ja, finde ich auch. Platz 4 waren, wie schon besprochen, die Sextoys. Platz 3 war der Ali, der Papa über 60. Der Ali, echt, ja? Vielleicht war das ein bisschen der Promi-Bonus. Maybe, man weiß es nicht. Kann auch sein, gell? Ja, da muss ich mich ja zurückhalten. Das sag was. Ja, es war nicht meine Folge. War nicht deine. Nee, hast du gar nicht nachvollziehen können. Warum hast du ein Lastenrad zu Hause, oder? Nein. Ich bin nicht so. Oh, was habe ich dir damals gesagt? Wir besprechen das ja immer direkt im Anschluss, wenn ich das eigentlich höre. Ich habe damals, warte, lass mich kurz überlegen. Ich fand es gar nicht von seiner Ansicht. Das war nicht mein Problem, weil ich ja immer bei diesem, wie gesagt, bei diesem Leben lassen Ding bin, was jeder denkt und wie er damit umgeht. Genau, das war das Problem. Mich hat es immer genervt, du hast ihm eine Frage gestellt und er hat nicht konkret darauf geantwortet. Kam immer eine andere Geschichte außenrum. Das hat auch noch jemand gemacht dieses Jahr, was mich auch in den Wahnsinn getrieben hat. Da kommen wir gleich dazu. Aber das hat mich ein bisschen. Nee, ich hatte einfach keinen Zugang zu dieser Folge. Echt? Also für mich war es eine der krassesten Folgen, weil ich war ja eigentlich immer voll, durch meine Erfahrung immer eher so, ab 50 sollte man das Kinder kriegen, vielleicht Kinder machen, vielleicht einsteigen. Das ist so. Aber die andere Sicht zu erfahren, weil mit meinem Papa kann ich da leider nicht mehr drüber reden, war sehr interessant für mich. Und ich glaube, ich habe auch viel gelacht. Doch, ich habe sehr viel gelacht. Aber wenn wir da wieder einsteigen, ist doch auch der Gedanke, du wärst doch auch happy, wenn dein Papa noch da wäre. Weißt du? Ja, aber es kann da auch mit einem 40-jährigen Vater passieren. Ja, das ist natürlich klar, dass irgendwas passiert, aber wenn jetzt ein Mick Jagger halt mit 80 oder 75 ein Kind kriegt, ist die Chance halt nicht so hoch, dass der noch den 30. erlebt. Ja, das ist richtig. Aber die Zeit davor war schön. Genau. Mein 5. Geburtstag war der Wahnsinn. Kann der Papa mit dem Rollator. Aber gut. Auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Und wie gesagt, ich habe es gerade so interessant gefunden, einfach die Sicht einer Tochter zu sehen und irgendwie die Sicht eines so alten Vaters zu sehen. Genau. Platz 2, die Kernsätze der Liebe mit dem lieben Paarberater. Oh, das war doch die Schmachtfolge. Oder? Das war doch diese Folge, wo er diese ganzen Sätze rausgehauen hat und du denkst dir, oh ja, genau, das will ich hören. Oder? Das war doch das. Was war denn das? Da ist ein Satz, die Liebe ist nicht ruhig und angepasst, sie ist laut und mutig oder irgendwie so. Ja, genau, das stimmt noch. Also, es waren gute Sätze. Ja, absolut. Und irgendein Ding hat er doch rausgehauen damals. Aber das Problem ist ja auch mit dem Peter, dass du die Folgen nicht vermischst. Ja. Das ist ja. Ich hatte nämlich auch letztens eine Freundin gefragt, welche Folge war denn das nochmal, wo der Peter darüber spricht, dass Frauen irgendwie, ich glaube, ab 45 nochmal sexuell aktiver werden oder sowas. Die allererste. War das die erste? Die allererste, im November 2020. Ja, du weißt es noch. Ich habe es nicht gewusst. Das ist immer so ein bisschen mein Problem, dass ich den Peter nicht so auseinanderhalten kann. Ja, wir telefonieren ja so selten, da kannst du mir schlecht fragen, gell? Ja, genau. Mhm. Ich schicke dir halt nur Nacktfotos. Das stimmt. Schau, mein Nippel am Morgen. Schön. Ja, genau. Aber die Kernsätze der Liebe, aber war schön. War schön, weil ich denke mir immer, der Peter erzählt so viel, dieses was wollen und zu wenig Männer irgendwie umsetzen wollen oder hören oder verstehen. Ich weiß nicht, wo da immer so ein bisschen der Haken ist, weil beim Peter denkst du dir immer, ja, genau so. Er ist halt ein ziemlicher Frauenversteher. Absolut. Absolut. Und ich habe den, wie gesagt, bis jetzt einmal persönlich getroffen. Mhm.
Und ja, das war krass. Das war einfach krass. Irgendwie, das ist eine richtig krasse Persönlichkeit einfach. Aber der kann doch dann eigentlich schnipsen und sie alle haben, oder? Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Heute nicht, morgen Ich bin der alterstechnische Wing. Bisschen. Minimal. Okay. Ja, und welche Folge bleibt denn dann übrig auf Platz 1? Das Gretchen, Antipädagogik. Die Antipädagogik. Obwohl ich habe viel gelacht. Gelacht habe ich auch viel. Ja, also was war die Geschichte mit diesem Schaukeln? Weißt du noch, was du da gesagt hast? Wenn die 9-Jährige schaukelt, sagt, schau mal, und du sagst, ja, toll. Wow. Ja, genau. Du bist 9 Jahre, kannst schaukeln. Genau, richtig. Und sie sagt, ja, wenn das aber authentisch ist, dann sollst du das tun. Ich finde, ich habe es total verstanden, was sie sagen wollte. Und es hat mich auch wieder ein bisschen dazu gebracht, dass wenn mir mein Kind nervt oder so, dass du halt einfach ein bisschen ruhiger machst und dass du versuchst, auch die Kinderansicht, so wie dieses Aha. Und ich hab's wirklich, wirklich angewandt, irgendwie 2 oder 3 Mal, wo ich ins Kinderzimmer gekommen bin und keine Ahnung, Filzstifte quer durchs Zimmer geflogen sind, dass ich mir gedacht, nein, du schreist erst in 5 Sekunden. Aha! Was machst du denn da? Also ich verstehe das schon, aber ich denke auch, diese Einstellung kannst du bloß zum Stück weit haben. Richtig. Wenn du keine eigenen Kinder hast. Das glaube ich. Ich finde ihre Ansicht, diesen Gedanken zu haben, den sie hat, auch mit der Wahrhaftigkeit und allem, das ist alles gut, aber irgendwann geht dir dein Temperament durch. Und was mich so geärgert hat, war auch das Gleiche, so ein bisschen wie mit dem Ali-Podcast, dieses nicht konkret antworten. Wo ihr dieses Beispiel hattet mit der S-Bahn, Füße auf dem Stuhl. Wo sie dann gesagt hat, also nur kurz zur Erklärung, man sitzt mit seinem Kind in der S-Bahn, das Kind tut ständig die Füße auf dem Stuhl, du sagst das immer wieder, irgendwann wirst genervt, irgendwann, und weil es Gretchen erzählt hat, sie kriegt das so oft mit in der S-Bahn, es sind 5 Stationen, die Mutter sagt 20 Mal, tu die Füße runter, das Kind hört schon überhaupt nicht mehr zu. Die Frage war dann, was tut man denn da? Genau, wie kommt man denn raus aus der Nummer? Und dann kam sie ja aber mit diesem umgekehrten Ansatz, warum ist es dir denn so wichtig, dass die Füße unten sind? Und wenn ich dann mit meinen Gassi-Runden bin, hätte ich einfach gesagt, ja, weil das Kind vielleicht Kacke am Schuh hat und ich nicht will, dass der Nächste sich einsetzt. Ganz einfach. Aber dieser umgekehrte Denkansatz dann mit diesem, ja, ist es wirklich so wichtig? Soll es sich nicht ausleben können? Und die Füße, ist das wirklich so eine schlimme Sache? Das hat mich gestört. Weißt du? Weil die das im Wahnsinn treibt irgendwann. Ja, und vor allem, es gibt einfach Sachen, die sich nicht gehören. Wenn wir alle durch die Welt gehen und sagen, hey, Sonne ist bunt und schön. Ich meine, ich bin ja schon pink eingestellt, ja, aber so komplett geht doch nicht. Also das hat mich so ein bisschen... Und da ihr am Ende sehr, sehr emotional wurde, das hat mir dann... Du warst eifersüchtig, oder? Sag's doch bitte. Sag's halt einfach, dass du eifersüchtig bist. Voll. Ich spüre diese Verbindung zwischen uns und das hat... Aber ich muss tatsächlich sagen, das war nicht gelogen. Das Gretchen wäre jemand, obwohl ich die bloß 2-mal gesehen habe, der würde ich mein Kind für ein paar Stunden ohne weiteres anvertrauen. Ja, weil sie ja nur das Beste will. Das ist ja auch... Also ich glaube auch, dass die... Mit allem, was sie mit ihrer... Eine Wahnsinnserzieherin. Ja, glaube ich auch. Also, dass die alles Mögliche tut für die Kids, die sie hat. Also, keine Zweifel. Überhaupt keine Zweifel. Ob jetzt für jeden natürlich dieser... Wie war das Antipädagogik? Ob das für jeden so der richtige Schlüssel ist, muss halt... Ja. Aber es hat, wie gesagt, zumindest mir hat es einige Denkanstöße gegeben. Finde ich. So manchmal ein bisschen mit mehr, ja. Etwas mehr Gelassenheit. Obwohl ich auch immer finde, das kommt ja auf dein Befinden drauf an. Das ist ja wie, wenn du jetzt... Aber da kann ja wiederum das Kind nichts dafür. Wenn du einen scheiß Stock gehabt hast, muss ja dein Kind nicht anscheißen. Das kann ja da überhaupt nichts dafür.
kannst du ja nicht also manchmal kannst du es irgendwie abschalten oder unterdrücken und manchmal ja nicht. Ja, ist halt so. Ist Oder? halt, Genau. Friss oder stirb. Genau. Ja, wir waren ich denke mal 50 Jahre zurück, hat da irgendjemand gefragt, was könnte das Kind jetzt dann fühlen? Also, Busch, das Bett jetzt. Stimmt aber, gell? Also, ja, also alles sein für und wieder. Und es sind jetzt nicht nur Psychopathen rausgekommen aus diesen Jahrgängen. Oder? Obwohl meine Mutter schon ein bisschen antivirus vertreten hat, muss ich sagen, zu meiner Zeit. Also das war, die war schon sehr locker in vielen Dingen, wo ich heute noch dankbar bin. Wo ich heute nicht mal so locker bin. Also die hat mir Sachen damals erlaubt, wo ich mir, Aber vielleicht kommt es noch. Wart mal ab. Wenn du irgendwie 13 bist und hast ein gutes Verhältnis zu deinem Kind. Das ist ja immer so das Wichtigste. Das ist ganz wichtig. Eine Vertrauensbasis da ist. Und meine Mama hat auch immer gesagt, du kannst fast alles, ich sag jetzt mal, fast alles machen. Ich will nur wissen, wo du bist und mit wem. Ja, mehr ist überhaupt nicht wichtig. Richtig. Ja, ich mache das einfach so wie meine Mutter. Ich warte einfach, bis ich Enkel bekomme. Und dann gibt es keine Regeln mehr. Guter Plan. Das ist ein Bombenplan. Ja. Schau mal, Gummibärli. Magst du eine Packung? Das ist immer so geil, wenn er drüben ist. Und wirklich, meine Mama macht das ohne meine Mutter war ich schon lang irgendwo im Graben drin. Wir müssen alle dankbar für unsere Großeltern sein, wirklich. Aber wenn der Hunger hat, magst du was essen? Magst du Kekse? Magst du Schokolade? Also, ja, frag mich halt mal, ob er einen Apfel mag. Na, das schmeckt doch nicht. Ich habe das letzte, wenn wir kurz das Thema Großeltern aufgreifen können, ich habe so gelacht, wo wir das letzte Mal meine Mama besucht hatten, die hatte Geburtstag und dann kommen wir da wieder, wenn wir da fahren, ist ja immer ein bisschen später und dann sind wir, glaube ich, um 9 oder was sind wir da. Wie lange fährt man da? 3 Stunden. Wenn es gut läuft, 3 Stunden. Und dann sind wir angekommen und meine Eltern halt im Wohnzimmer, Fernseher läuft und lief Indiana Jones, 2. Teil, Tempel des Todes. Erinnerst du dich? Mit diesen, wo sie unten in dieser Höhle sind und das Herz rausgerissen wird? Ja. Und ich weiß, dass ich mich schon als Kind gegruselt habe davor, weil das halt alles so war, unheimlich halt, ne? Die Katharina geht da rein, 7 Jahre, kriegt Monsteraugen. Mami, was ist das? Und ich schau weg, sonst träumst du halt nachts noch von dem Quatsch. Und meine Mama, ach komm, das ist nur Studio. Musst du überlegen. Das haben die nur im Studio gemacht. Das ist alles nicht echt. Das Blut, was da raus ist, nicht echt. Komm, das ist kein Problem. Du, danach kommt noch Scream 4. Nur im Studio. Wahrscheinlich wurde ich als Kind schon davor gesetzt. Es ist nur Studio. Kein Problem. Der Clown ist auch sonst nett. Der ist nur hier jetzt mit spitzen Zähnen da. Nur was vielleicht wieder einiges erklären würde, gell? Jackie oder so, ja. Na, gute Filme. Ja, so viel dazu, gell? Wo wir gerade bei Filmen sind. Ja. Kannst jetzt aussuchen, Film oder Promi? Film oder was hast du promimäßig was im Angebot oder muss ich wieder was aus den Fingern ziehen? Ist bei mir beide dasselbe, von dem her ist vollkommen egal. Fang du doch mal an, dann weiß ich, wo die Reise hingeht. Na, fangen wir mit Kinderfilmen an. Ich habe vorgestern mit meinem Kind in einem Land vor unserer Zeit angeschaut, weil ich den als Kind auch schon angeschaut habe. Ganz ein süßer Film. Allerdings, wer sich nicht mehr gut daran erinnert und einen 4-jährigen Sohn zu Hause hat, die Mutter stirbt in die ersten 15 Minuten. War mir nicht mehr bewusst, was ist mit der Mama? Ja, ist nur ein Film. Mama, wieso weinst du? Wieso? Ganz schlimm. Aber ein richtig schöner Film von 1987. Kann man sich immer noch gut anschauen. Und Dinosaurier sind bei uns momentan sowieso geiler Scheiß. Ganz oben im Kurs. Ja, vor allem, ich hasse Dinosaurier, ich habe es immer gehasst und ich weiß mittlerweile, was ein Ankylosaurus ist. Ich weiß mittlerweile, dass Dinosaurier schreckliche Echse bedeutet. Ich war, Echt jetzt?
Krass. Ja, ganz, richtig, richtig fett drin im Dino-Game. Ich weiß, wer Pflanzenfresser, wer Fleischfresser war, alles weiß ich. Geil. Wann schaut ihr Jurassic Park? Ich meine, das war ja bloß im Studio, oder? Ja, wahrscheinlich morgen. Richtig. Also von daher Das ist nur ein Studio. Das kann nicht. der T-Rex, das ist nur eine Puppe gewesen. Keine Sorge. Oh. Aber das ist, Ja, das ist generell sehr schwierig, weil er hat gestern bei in einem Land vor unserer Zeit schon, ich will nicht mehr anschauen. Mein Kind ist sehr sensibel, was Filme betrifft. Also wir haben die kleine Rabe, der kleine Rabe Socke haben wir auch schon abbrechen müssen. Also so. Das ist Dramatik pur. War ganz schlimm. Und das finde ich so krass, wenn ich deine Kinder sehe, so die Eisprinzessin. Oh ja, jetzt stirbt sie, die Hexe. Und mein Kind Da kann ich noch einen Mami-Film von heute mit dranhängen eigentlich. Ich war ja mit der Mathe im Bad. Und also mit der Kleinen. Ja, mit der Kleinen, genau, du weißt es ja. Und die Große saß unter ihrem Hochbett, hat sich jetzt eine Höhle gebaut und hat sich da mit ihrem Tablet heute verschanzt, ja. So. Immer gut. Und wenn ich mit der Kleinen im Bad war, und dann war ja die Kleine fertig, und dann musste ich mich noch fertig machen. Und die Kleine hat sich neben die Große gekuschelt, ja, in diese Höhle. Und dann räume ich noch so ein bisschen im Flur auf und dann höre ich vom Tablet, brennen, verbrennt sie alle, sie müssen alle verbrennen. Hallo? Was schaut dir da an? Was genau läuft denn da? Screen 4 oder so. Na, und dann guckt sie mich an und dann war die so, auch wieder so ein Mami-Glanzzeit-Dingens, und dann war die Große so in ihrem Tunnel drin, dass die nicht mal gemerkt hat, dass sich ihre Schwester neben sich gesetzt hat. Dann ist die erstmal zu Tode erschrocken, dass die neben ihr saß. Geil. Und dann hat sie gesagt, was schaust denn du da an? Und dann hat sie gesagt, Mama, das darf die nicht sehen, das ist ab 6. Also das sind schon echt schlimme Monster dabei. Sagt oh Gott. Was war's dann? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gehört, sie muss sie doch schauen. Na. Ja, schau weiter. Die ist abgehärtet. Das ist alles Studio, ist kein Problem. Wahrscheinlich war es Jeanne d'Arc, die Verfilmung. Brennen! Die Wanderhure. Teil 3. Aber ich will auch Hure werden. Hey, das wollte jeder, nachdem er Pretty Woman gesehen hat. Absolut. Ja? Richtig. Ich will das auch. Habt ihr Kindersicherung drin? Ach Quatsch. aber das ist ja nur. Ja, stimmt, müsst ihr mal drüber nachdenken. Vielleicht kann man das mit 7 schon irgendwie hacken. Aber bis jetzt hat sie eigentlich nur nette Sachen angeschaut. Abgesehen mit diesem Brennen heute. Ich glaube, das muss ich mal recherchieren. So. Ja. Ja, klar. Schön. Es war wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Haus des Geldes, Showdown. Oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ja. Genau. Zweiter, ja, was heißt Filmtipp? Ich habe die Bushido-Doku geschaut. Hast du mir gesagt? Stimmt. Interessiert dich gar nicht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ehrlich? Ja. Nee, komme ich überhaupt nicht. Also mich interessiert ja viel Scheiß und viel Klatsch und Tratsch, aber da komme ich nie ran. Ich habe es komplett eingeatmet, ich glaube auf 2 Sessions. Echt? Mhm. Ja, so gut. Ich kenne halt Bushido noch, ich bin mit ihm groß geworden. Und der war halt immer heiß irgendwie, also es war schon ein schöner, finde ich. Und ja, du weißt ja nichts, außer dass er die Schwester von Sarah Connor irgendwann nochmal geheiratet hat und irgendwann nochmal mit irgendwelchen Abu Shaka Clans in Berlin, aber das hast du ja nie irgendwie so mitgekriegt. Und dann hören wir das Neizung und irgendwie, ja, ich weiß es auch nicht. Also der heiße Straßenbursch fickt da eine Mutter, der hat schon viel. Musst du das zensieren dann? Hast du da einen Piep rein? Ja. Ist egal. Du, wenn ein Kind bis daher geschafft hat, ja? Ganz ehrlich, das spürt. Dann hat er es verdient. Na, irgendwie, also das war ganz schlimm, weil das so sinnbildlich für Männer irgendwie ist. So dieses, ja, er lässt sich mit den schlimmsten Typen ein, mit den schlimmsten Mafia, was weiß ich was Methoden und irgendwann kommt dann eine Frau und sagt, nein, so geht das nicht. Und irgendwann ist er ganz ruhig und kuscht so dann nicht mehr vom Clan, sondern vor seiner Frau. Und wenn er dann ganz schwierige Probleme hat,
Ganz, also ganz schlimm. Ja, und meine Frau hat dann mit denen geredet und gesagt, es ist nicht mehr so weit. Was geht mit dir ab? Die Schwester von der Sarah Connor muss die jetzt einen Arsch retten, du Lutscher. Also ganz... Du Lutscher. Ja, irgendwie, also, aber es war sehr interessant und sehr gut gemacht. Es war natürlich viel Promo dabei mit Sicherheit, aber es war schön zum Anschauen, sagen wir es. Dann ist doch die aber auch ziemlich tough, oder? Ich glaube, der liegt nachts weinend im Bett und hat Angst vor seiner Frau. So ist es rübergekommen. Der krasse Gangster-Rapper. Ja, ist gut, der Junge. Und irgendwie so, nein, das war, die haben ja 8 Kinder jetzt. 8 im Sinne von 8. Was meinst du, was es da Mami Fels gibt? Ja, ich weiß nicht, wie viele Nannies, ne? Ja, das war dann auch so, ja, und bei unserem ersten Streit, das war so schlimm, wir haben uns so angeschrien und die Nanny ist dazwischen gestanden. Was du denkst, ja, in eurer 14 Millionen Dollar Villa oder Euro Villa ist dann die Nanny dazwischen gestanden, war bestimmt ein krasser Streit. Ich weiß nicht, das ist eine ganz andere Welt. Und ich bin jetzt in Niederbayern und da geht es um Berlin. Das ist krass. Super, aber interessant, auf jeden Fall schön zum Anschauen. Man kann sich auf jeden Fall gut anschauen. Ja, Unterhaltung für den netten Familienabend. Ja, schick. Der ist gut, der Junge. Für alle Beteiligten. Und neu, das versuche ich jetzt auch zu adaptieren, du Hund. Weil Bushido redet ja immer nur so wie... Ja. Weißt du, und dann denke ich mir, du kannst mich und meine Familie nicht bedrohen, du Hund. Und dieses du Hund ist einfach super. Muss man in Sprachgebrauch aufnehmen. Schöne Beleidigung, du Hund. Ja. Was schaffst du momentan? Wir haben, weil du gesagt hast, Family-Dingens, was haben wir vorhin zu viert angeschaut? Sissy. Und ich war so happy. Und Sissy? Ja, Sissy. Mit der Romy Schneider? Ja, natürlich. Und deine Kinder schauen dazu? Ja, hallo. Und es war schon so gossipmäßig. Oh, Mami, schau dir das Kleid an. Ja, holla, pass mal auf, was da noch für ein Kleid. Nein, also wer bei mir aufmerksam, Mama, ich will das nicht anschauen. Na, es war schon toll. Die Kleine, gut, die hatte nicht so ganz die Aufmerksamkeit, aber die Große fand's cool. Die fand's, ja. Und immer wenn einer geredet hat, psst, was hat die jetzt gesagt? Ja, das ist der Kaiser. Das ist der Franz. Franz, Sissi. Und die böse Sophie. Ach, nee, war schön. War schön, war wirklich nett. Ja, und die Erwachsenennummer zu Weihnachten ist jetzt wieder jeden Abend Herr der Ringe. Wir hoffen, dass wir es hinkriegen, bis Heiligabend alle Teile durchzuhauen. Wer ist denn dein Favorite Herr der Ringe Darsteller? Oh, das hat sich geändert. Damals war es Legolas. Ja, immer Legolas. Ja, wie der sich auf den Gaul geschwungen hat. Okay. Aber heute mittlerweile ja tatsächlich Aragorn. Man reift ja auch so ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber damals war das definitiv Legolas. Und ich finde Frodo von gucken zu gucken schlimmer. Keiner mag ihn eigentlich. Eigentlich nervt er nur. Ich war lange Zeit Gollum-Fan. Den habe ich richtig gut gefunden. Auch ein optisch. Mein Schatz! Den habe ich richtig gut gefunden. Der ist sogar eine Zeit in meinem Jugendzimmer gehangen. Ja, einer von den attraktivsten der Runde. Ja. Kennst mich ja, ne? Mit diesen 3 Haaren, die er so quer rüber kennt. Ist ein ganz netter. Mein Schatz. Das ist schön. Ja, aber das ist die aktuelle Familienaufgabe hier im Fernsehen. Einen richtigen Familientipp habe ich noch, den muss ich jetzt weitergeben, ist nicht meiner, aber ich habe mir auch schon gesehen, den hat mir der Peter bei unserem letzten Gespräch gesteckt. Ist in der Arte-Mediathek, glaube ich, noch zu finden. Arte, für die klugen Menschen. Meinst du, alle kennen? Das ist ein Fernsehsender. Ja. Kehrt nicht zu RTL, nein. Das ist eine deutsche Produktion und ich habe normalerweise wirklich eine schwere Abneigung gegen deutsche Filme. Aber das heißt Wellness für Paare. Okay. Und da geht es eben auch um Paartherapie. Das ist quasi ein Schloss, so ein Hotel. Und da kommen 5 Paare hin, die da Wellnessurlaub machen und eine Paartherapie. Okay. Und lustig ist, es gab kein Drehbuch zu dem Film, laut Peter. Also das ist alles spontan eigentlich entstanden. Und die Paartherapeuten, die da anwesend waren oder Protagonisten waren, das sind in echt auch Paartherapeuten.
Ach, was. Und mitgespielt hat unter anderem Anke Engelke, Bjarne Mädel. Richtig cooler Film. Also wirklich kann man sich auch als Pärchen, glaube ich, ganz gut reinziehen. Ja. Und mit den Filmtipps von Peter habe ich eigentlich, war was bis jetzt immer gut, weil Salz auf unserer Haut gibt es ja auch einen Film. Noch auf meiner Liste, ja. Der ist auf deiner To-Do-Liste, ist auch ein sehr ein Film für Frauen. Ja, aber das ist doch so ein Film, wenn du weinen willst. Also es gibt doch diese Momente, wo du dir irgendwas anschauen willst, wo du weißt, du heulst und dann kannst du dir den anschauen, oder? Ich habe 3 Pausen machen müssen. Ich habe 3-mal Pause machen müssen, weil sehr viele, und das gab es bis jetzt nur bei Vom Winde verweht. Vom Winde verweht und Salz auf unserer Haut, da läuft's. Da läuft's und läuft's und läuft's. Oh Gott. Aber ist auch gut. Weinen befreit, ja. Ja, das ist tatsächlich tut gut. Obwohl es gibt auch Filme, wo ich mir geschworen habe, nie wieder anzuschauen. Das war hier Ding, wie hieß der? Nicht 8 Mile, das war der mit Eminem, der Green Mile. Oh, ja. Einmal und nie wieder. Ich habe mir geschworen, ich werde diesen Film nie wieder anschauen. Das war einfach nervlich. Nee. Ja. American Sniper ist meiner. Das ist mit Bradley Cooper, das ist auf einer wahren Begebenheit. Da geht es der im Krieg, oder? Der im Krieg um einen Soldaten, der in Afghanistan irgendwie war und der Sniper war. Und wie gesagt, das ist eine echte Geschichte. Und wenn er da irgendwie eine Entscheidung treffen muss, ob er jetzt ein kleines Kind wegballert oder die schwangere Frau. Nein, da war bei mir Schluss. Okay. Ganz schön. Den habe ich noch nicht gesehen. Weiß ich auch nicht, ob ich mir den jetzt unbedingt... Nein, da nicht. Männer finden das gut. Aha. Aber der hat mich nachhaltig beeindruckt. Okay. Nicht im positiven Sinne. Um das mal hier zu vermerken, Hollywood. Genau, Hollywood. Thank you for nothing. Kannst du Leonardo nicht mal rufen? Stark, der Leo, ja. Der hat einen neuen Film jetzt. Welchen? Don't Look Up heißt der, glaube ich. Und ich war ein bisschen verwirrt, als ich es gelesen habe, weil da steht, läuft aktuell im Kino und ab 24.12. bei Netflix. Hat mich irgendwie... Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist wieder eine Netflix-Produktion. Leo spielt mit, Jennifer Lawrence spielt mit und Meryl Streep als Präsidentin. Und das hat einfach mal wieder so rausgehauen mit der Kohle. Wir müssen so unendlich viel Geld haben. Ich finde ja, dass der Leonardo eigentlich mal einen Film machen sollte, wo er mit einem Topmodel verheiratet ist und das dann abschießt für eine ganz normale Bürokauffrau, Hausfrau aus dem Vorort von München, mit der durchbrennt. Das wär's. Ja. Und in ihr die wahre Liebe findet. Obwohl, ich habe aber schon wieder gemerkt, dass ich voll den Schatten habe, weil er spielt in diesem Film, spielt er einen Wissenschaftler und sieht so ein bisschen nerdy aus. Okay, nett. Oder schon verschissen. Nein, es ist ja vollkommen richtig, dass du da Ansprüche stellst. Ich finde auch, oder? Also Leonardo, normal von Herzen gern. Ja? Dann kann er sich wenigstens einen Anzug anziehen. So. Schön. Also. Na schön. Irgendwo müssen wir doch Ansprüche stellen. Sollen aber wieder ganz gut sein. Ich werde ihn mir natürlich anschauen. Mal schauen, ob im Kino oder am 24.12. sage ich dann zu meinem Mann, Psst. Nein, Mami, die Bescherung, Schnauze. Leo. Mamis zweiter Ehemann ist im Fernsehen. Nein, an Heiligabend, wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit für Tradition haben, kommt auf jeden Fall Familie Hoppenstedt, also Loriot, muss angeschaut werden und Familie Heinz Becker. Obwohl ich nicht weiß, ob das eine deutschlandweite Nummer ist oder nur aus der Pfalz, weil nebendran sagt gar nichts. Sagt dir gar nichts? Aber Hoppenstedt schon, Loriot. Familie Hoppenstedt feiert Weihnachten. Loriot habe ich schon mal gehört, ja. Wer war das noch? Das war dieser witzige Mensch. Ja, gehört dazu. Also diese 2 Dinge gehören an Weihnachten. Was gibt es bei euch am Heiligen Abend zu essen? Gibt es da Traditionsessen? Bei Mutti, ja. Aber wir sind ja nicht bei Mutti dieses Jahr. Wir sind ja tatsächlich alleine und voll geil. Instagram-Opfer. Der Alexander Herrmann. Hello Fresh. So, jetzt pass auf. Nicht ganz, aber in die Richtung. Kennst du Alexander Herrmann, der Koch? Ja. So, und der macht doch diese Star-Chef-Box. Und du, wie es halt ist, du swipest und swipest und swipest und irgendwann kommt
So Leute, nur noch bis zum 16.12. bestellt euch eure Festtagsbox. Und da wir ja auch bis zum Schluss nicht wussten, was wollen wir essen, was wollen wir machen, was irgendwie. Und dann war da diese Festtagsmenü-Box für 2 Personen. Und jetzt gönnen der Gatte und ich uns Surf and Turf mit Vorspeise noch irgendeinen Salat mit Garnelen und dann noch Nachtisch mit einer Flasche Vino. Und die Kinder, zu denen habe ich gesagt, sie dürfen sich wünschen, was sie wollen, haben Narrenfreiheit. Und jetzt hat sich die Kleine hat sich eine Salami-Pizza gewünscht, die Große die Nudeln vom Chinamann. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die an Heiligabend herkriege. Ein China ist ja kein Weihnachten. Ja, schon, oder? Das habe ich auch gesagt. Ja. Ja, jetzt schauen wir mal. Und dann sind alle happy. Das wird am 23.12. geliefert. Alles schon fast fertig gekocht, mit Anleitung, was du noch so für die letzten Handgriffe machen musst. Und gut ist. Cool. Ist das eure neue Tradition? Ja, ich finde ja generell so zu viert blöd, aber weil ich mir denke, die Alten haben wir ja eh nicht mehr so lang. Weihnachten wäre viel schöner ohne Kinder. Viel schöner. Ja, genau. Hey, ich wollte hier auf dem Marktplatz, haben sie gesagt, machen sie an Heiligabend um 4 Christmette für die Kids. Ja. Finde ich nicht ganz süß, aber jetzt habe ich geschaut, 90%ige Regenwahrscheinlichkeit. Also wenn es durchpieselt, dann ja, genau, stelle ich mich jetzt nicht zum Esel auf dem Marktplatz. Ich frage nämlich, weil ich habe ja dieses Jahr ein neues Weihnachten und ich habe mir gedacht, weil wir haben in München oder in Neufahren immer, wie heißen die? Meerestiere, Garnelen. Sind das Garnelen? Da wo du den Darm noch rausziehst. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Die hat es immer gegeben, aber ich weiß jetzt nicht, wo die herkriege und überhaupt. Und ich wollte jetzt eine neue Tradition einführen. Jetzt habe ich lange überlegt. Und so traditionell sind ja eigentlich Würstel mit Sauerkraut oder so ein Scheiß. Und das finde ich für Weihnachten unangemessen. Oder Kartoffelsalat. Ja, das finde ich ja, irgendwie. Und was ist ein besonderes Essen? Wild ist ein besonderes Essen. Und ich habe mir jetzt wirklich vom örtlichen Hirschzüchter habe ich mir tatsächlich ein Hirschgulasch organisiert. Oh, das ist aber geil, ne? Ich habe noch nie wild gemacht, keine Ahnung. Das ist so zäh, das kann man überhaupt nicht beißen. Aber es ist ein Junghirsch. Nein, der hat mir das voll erklärt, weil dann habe ich so, hallo, wegen Weihnachten. Und nach welchem Rezept machst du das jetzt? Nach welchem Rezept machst du das jetzt? Wie gehst du da vor? Die haben auf ihrer Homepage ein Rezept, beziehungsweise, mein Gott, wo suchst du ein Rezept? Internet, Hirschgulasch, Hilfe. Ja, aber es gibt ja wahrscheinlich 8 Milliarden verschiedene Rezepte. Alkohol, es muss einfach immer viel Alkohol rein. Rotwein darf nicht gespart werden. Ja, oder? Also, rein damit, ja. Seitdem ich Alkohol in mein Essen mache, beschwert sich keiner mehr. Ja, da unter dem Tisch liegen, geile Idee. Jetzt unser neues Traditionsessen, das möchte ich durchziehen, bis ich meine Enkelkinder Weihnachten beim Hirschgulasch beglücken kann. Tolle Idee. Was sind die Beilagen? Also. Ach so, Beilagen. Nicht nur Rotwein und Fleisch. Kartoffelknödel, glaube ich, habe ich noch so ein bisschen auf Vorrat. Genau. Blau wäre nett, ne? Wenn du das irgendwie noch kriegst. Was? Ja, blau sowieso. Ja. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Braut. Nass. Ja. So, ja, jetzt haben wir überziehen. Aber es ist ja eigentlich auch die letzte Tratschkattel-Folge in dem Sinn. Gott. Weil ich wollte eigentlich bis vor 5 Tagen eigentlich meinen Podcast mit dieser Folge auslaufen lassen. Weil zu viel Arbeit und Gästesuche ist auch nicht leichter geworden, muss man sagen. Aber ich habe mit Peter telefoniert und der Peter heute, der Frauenversteher, der versteht das, aber er hat wohl schon 2 oder 3 Paare irgendwie durch den Podcast gekriegt und er weiß, dass seine Paare auch sehr viele hören und in die Folgen mit Peter, erstens sind es die erfolgreichsten. Ja. Muss man dazu sagen. Und ich finde es auch super interessant. Und der hat mir dann irgendwie noch mal so ein bisschen ins Gewissen geredet. Und es wird im nächsten Jahr keine Elterngespräche mehr geben, sondern es wird alle 2 Monate einfach ein Gespräch mit Peter geben. Der Hund gehen schon. Das ist schön. Der Hund, der ist voll begeistert. Und genau, deswegen, ich weiß nicht genau, ob wir nächstes Jahr wieder Weihnachtsfeier machen. Du, mit genügend Alkohol können wir das immer machen. Das ja, ich glaube auch. Ja. Also, wir haben nicht viel gelacht jetzt.
Normal lachen Schon gehen. ein bisschen, oder? Ja. Ja gut, wir erwarten natürlich immer, dass wir einen raushauen, wo die Tränen laufen. Gell? Das stimmt Ja. schon. Vielleicht liegt es doch wieder an dieser persönlichen Anwesenheitsnummer. Das müssen Ja, wir das nicht stimmt. wieder hinkriegen. Ja, oder vielleicht bin ich ja immer noch verstört von deinem Nacktbild. Man weiß es nicht. Das ist so schockiert. Wenn du eine Anfrage bekommst, würde ich das gerne wissen. Ja? Das wird dann zurückverfolgt. Was für ein Perversling das ist. Wie viel wären Sie bereit für dieses Bild? Vor allem, ich habe es gar nicht gecheckt. Du hast es mir dann geschickt. Oh, ich glaube, man sieht mich nackt in der Spiegelung. Und dann so reingezoomt, so, boah. Oh, krass. Ich habe auch gedacht, wahrscheinlich zoomt sie jetzt erst recht rein. Mhm. Ich habe auch geschrieben, es bleibt ja in der Familie. Hoffe ich zumindest, dass du es nicht postest öffentlich. Oh, ist schon raus. Mist, unverlinkt. Darf ich dich an die Geschichte erinnern, wo deine Tochter mit deinem Handy gespielt hat? Ja, genau. Und in deiner Story ein Selfie-Foto von sich gepostet hat. Und der Mann hinten in weißer Unterhose und weißem Unterhemd auf Fenster steht. Das war das Highlight, ja? Das war mein persönliches Highlight. Ja, das war so. Und ich habe die angerufen. Und das Kind hat das Handy aber nur in der Hand gehabt und habe immer weggedrückt. Anschana, ein Mann ist in Unterwäsche auf Instagram. Ja, Gott sei Dank war es er. Das war mir ja dann relativ egal. Aber der Blick, aber er am Fenster steht. Ah, was wird die Zukunft bringen? Ah. Das sollte man öfters machen. Nein, der Fazit dieser Folge ist, dass du einfach die elektronischen Geräte bei euch im Haus vielleicht ein bisschen mehr unter Kontrolle haben sollst. Vielleicht ist das ein Vorsatz für 22. Ja, vielleicht kontrollieren wir hier mit dem Brennen und so. Das ist ein bisschen mehr Kontrolle vielleicht, ne? Family Link kann ich empfehlen. Family Link. Was kann das? Sperren alles, was böse ist. Da kannst du sperren, da kannst sehen, in welcher App sie sich wie lange befinden. Okay. Da kannst du eine gewisse Handyzeit eingeben, da kannst du sagen, abends ab 20 Uhr ist aus, schaltet es sich automatisch aus. Wenn sie eine neue App runterladen, dann wirst du gefragt, ob du das gut findest. Das ist cool. Das ist cool. Das ist, muss man das Gerät wahrscheinlich installieren, oder? Genau. Und die haben quasi nicht die normale Benutzeroberfläche, sondern nur die Family Link Oberfläche. Cool. Genau. Wäre vielleicht jetzt in diesem Alter gar nicht so verkehrt. Mhm. Okay. Also wann kommt der Peter? Januar? Oder? Im Januar, März, Mai, ja so. Und es geht quasi bloß nur um Pärchenthemen. Also die Elternnummer ist jetzt raus. Die haben wir jetzt schon rausgearbeitet. Aber ist doch auch cool. Ja, ich find das mit Peter immer sehr interessant. Und ich nehme da immer irgendwie was mit. Das ist schön. Finde ich gut. Eben. Daumen hoch. Andere Leute. Und wie gesagt, der Film Wellness für Paare in der Arte-Mediathek ist eine direkte Empfehlung von Peter. Der ist wirklich auch lustig. Einfach lustig. Schön. Hört sich doch alles nach einem guten Plan fürs nächste Jahr an. 2022. Wenn man jetzt sentimental. Ich möchte übrigens auch sagen, dass ich eine gewisse Verbindung zu dir habe und eine Energie spüre, die zwischen uns liegt. Nur mal so. Gar nicht irgendwie aus Eifersucht zu einer anderen Folge. Einfach nur so, würde ich das sagen. Ich fühle das auch, Anshana. Ich fühle dich. Mhm. Ich fühle dich auch. Du hast vorher noch so was Schönes gesagt, dass wir letztes Jahr fast um die Zeit das letzte Mal eine Gassi-Runde gedreht haben, weil wir dann noch Nachbarn waren. Richtig. Und dann bist du abgehauen. Danach der Nebelaktion, auf einmal war sie weg. Ja. Koffer gepackt, tschüss, gute Reise, mach's gut. Oh, ja. Aber schau, wir halten uns schon ein Jahr wacker digital. Kriegen wir doch weiter locker hin, oder? Du warst ja auch hier mal. Ja, zweimal sogar. Das stimmt. Hast du diese weiten Wege auf mich genommen? Hab mein Geldbeutel vergessen bei dir? Gar nicht. Ja, stimmt. Ja, stimmt, du hast den Geldbeutel vergessen. Schön. Aber das sind doch die Gäste, die immer einen Grund haben, dann wiederzukommen, weißt du? Habe ich ihn dann nicht mitgebracht? Du bist nicht mehr wiedergekommen. Ich habe den mitgebracht. Nein, tatsächlich hat dein Ex-Mann die mitgebracht. Mhm. So war das. Mhm. Ja. So war das. Ne? Schön.
Alles klar. Gut, also danke für alles. It was so wonderful. Wir können ja trotzdem aber ein Sommerspecial und ein Weihnachtsspecial machen. Schauen wir mal, wie es läuft, oder? Wenn wir Aber halt zumindest Weihnachten ist gesetzt. Du kannst ja mal schauen, wenn du eine E-Mail aus dem Irak bekommst, mach bitte ein Sommerspecial. Wegen die Foto. Mit Kopf von Dusche. Ab wann darf ich das? Ja, muss ich mit meinem Mann sprechen. Wie viel Kohle? 50.000, ja. Ja, für 50.000 darfst du es verschicken. Meine Damen und Herren, die letzten Angebote gehen ein. Melden Sie sich via Instagram bei mir oder bei der Ekelfrau. Schön. Ah, wunderschön. Ja. Und so Wir kommen jetzt noch ein schönes Ende rein. Ein schönes, sentimentales Ende. Das wollte ich eigentlich einläuten, indem ich sage, ich fühle mich dir sehr verbunden. So hat nämlich deine andere Folge auch geendet, ja. Aber gut. Nehmen wir halt was Warte, ich muss mich da kurz reinfühlen, warte. Okay, ja, Moment. Zirp. Na, wirklich. Das ist unglaublich viel. Ach, du bist so scheiße, komm. Der Blick. Wenn es jetzt noch hier die Kamera gäbe, ne? Nein, it's wonderful. It's always nice. Danke, dass wir diese Folge jetzt noch abgedreht haben. Danke. Und ja, vielleicht verfolgt ihr ja das nächste Jahr wieder und wir können dann. Natürlich, mein Hase. Mach es gut. I love you. Ja. Guten Rutsch für Weihnachten. Der ganze Schmarrn. Danke fürs Zuhören. Alle, die wirklich bis jetzt noch da sind, danke. Wie immer tapfer. Und das meine ich ganz ernst. Danke. Danke fürs Zuhören. Das ist sehr schön. Toll. Schön. Hast du toll gesagt. Okay. Also gut gemacht. Bin sehr stolz auf dich.